Dazu fällt mir ein Paragraph 1. Mensur hätte nichts liegen lassen. Paragraph 2. Haarfüllversteuer nichts. Und Paragraph 3. Selber kochen macht Spaß. Ohne Gerüchte nicht mal Pädagogie für die Vorteile des Selberkochens halten, sondern auf den Beweis antreten. Seine Kochschüler. Anne-Kathrin. Einen Salat bekommt sie hin, aber alles, was darüber hinausgeht, schwierig. Seit einem halben Jahr kann jetzt türkisch kochen, Deutsch für ihn und seine Familie möchte sie unbedingt türkisch kochen lernen. Anne-Katrins Freund heißt Serkan. Jetzt einen Döner bitte zum Mitnehmen. Sein Dönerimbiss liegt genau auf dem Weg zur Uni. Als echter Fastfood-Junkie tut er sich schwer, daran vorbeizukommen. Serkan will seine Essgewohnheiten ändern, aber aus Bequemlichkeit greift er auch zum Fastfood vom Imbiss oder zum Telefon, um einen Lieferdienst zu bestellen. Viel zu tun für den Spitzenkoch. Die wichtigsten Regeln hat Ole nicht vergessen, denn es mit Serkan und Anne-Katrin günstiger, schneller und leckerer als der Lieferdienstkoch. Döner mit alles? Ja, mal wieder. Also, bleibt ja nichts anderes übrig. Dann gibt's halt türkisch, oder? Ja, Aber ich denke mal, ich hoffe, Ach, Nee, lassen wir. Das wohl kaum. Serkan und Anne-Katrin müssen heute selbst am Herd und Schöneberg. Natürlich mit Oles Hilfe. Guten Tag. Hallo. Du bist Anne, ja? Hallo, ich bin Ole. Ich wollte einen frischen Salat vorbereiten, aber hat ja anscheinend schon gegessen. Für mich ist es wichtig, dass